Angel steht in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ist wirklich ein mittlerweile sehr ruhiger und schöner Ort geworden. Vor allem können wir uns hier auch mittlerweile, da wir alles aufgebaut haben oder wieder aufgebaut haben, auch überall gratis durchschlagen, durch Fressen, durch Pennen, whatever. Wir können jetzt auch von diesem Truhen-Minispiel mitspielen. Bin ich schon mal sehr gespannt drauf, was es überhaupt sein soll. Die Preise hier oder was? Okay, ich bin gespannt. Dann sag mal an, Chef. Hey, du bist doch das Hemd, das die Piraten verjagt. Wieso Hemd? Achtung, Kleiner. Genau, mein Geschäft heißt schlicht und ergreifend Truhenspiel an. Und ich biete dir so eine Art Glücksspiel an. Wow, okay, in Ordnung ist ein Glücksspiel. Krasser Typi. Kann das irgendwie... Naja. Zeitumkehr. Ja, weil ich habe natürlich das Gefühl, ist halt reines Glücksspiel, insofern, aber das hatte man bei Ocarina of Time ähnlich, aber dort hatte man das Auge der Wahrheit, mit dem man das ein bisschen, mit dem es ein bisschen weniger Glück wurde, weil man den Truheninhaber jetzt gesagt gesehen hat. Hm? Was du wieder aufgebaut hast. Mhm. Okay. Was ist das? Blauer Hinoxhorn. Okay, krass. Das könnte was von einem Leunel sein und das ist irgendwie, keine Ahnung. Kann ich das fotografieren? Blauer Leunel Säbelhorn. Ah, von einem blauen. Von einem blauen Leunel kommen wir. Feuer. Oh. Raubschleimstein. Doch, bitteschön. Für Röstschnapper. Oh, interessant. Ja, natürlich die Frage bringt... Ah, liebe Entwickler, ich hasse euch auch. Ja gut, die sind noch 2 Truhen offen, also von dem her... Wow, ein blauer Rubin, ernsthaft? Naja, also für 5 Rubine, so eine Waffe, muss ich sagen, GG, Leute. Also das ist schon heavy. 33, hey. Was will der Moldura-Kiefer? Also noch ein bisschen mehr. Von Waffen her, theoretisch nee, nicht ein Soldatenschwerter, dafür sind es mir zu schade. Gut, dankeschön. Nehmen den letzten Preis mit. Da haben wir zum ersten Mal doch eigentlich den Hauptpreis gezogen. Obwohl ich mir so denke, hä? Also irgendwie ein Leunel Horn ist doch irgendwie krasser als ein Hinoxhorn, aber ist meine persönliche Ansichtssache. Dankeschön. So, Moment, wie war das schon wieder? Den Preis werden wir uns erstmal Cooldown verblassen. Ich könnte nicht. Wenn wir das Lager haben, können wir später wieder. Die Frage ist, jeden Blutmond vielleicht? Also pro Blutmondzyklus? Könnte sein. So, es regnet. Oh, das wäre schon schön im Real Life, gerade ein bisschen Regen. Ganz kurz gucken. Blauer Hinoxhorn. Ja, doch, die Dinger, die ein bisschen mehr Power drauf haben, die summieren sich auch langsam. Das gefällt mir. Das gefällt. So, was ich noch mit dem Moldura-Kiefer machen soll. Verkaufe mir Kleingetier zu Medizin. Eventuell eine Variante. Nein, wir haben sowieso was anderes vor, Freunde. Nachdem Angelstedt abgeschlossen ist, uns fehlt noch eine Geoglyphe. Wissen wir die ist? Nämlich hier.
könnte ich jetzt schon machen. Ich könnte aber auch, das haben wir glaube ich auch mal vorgenommen. Genau, das ist noch hier markiert. Wir gehen erst einmal hier zum Stall. Gucken mal wegen dem goldenen Pferd. Ich glaube, das war hier. Oder was irgendwo hier unten, ich weiß gar nicht mehr. Und wir gucken noch wegen der großen Fee hier. In der Hoffnung, dass den einen Typen, der jetzt wieder dabei ist, der irgendwie so ein Blashorn reinbläst, wie auch immer. Also ein Musikding spielt, ein Instrument spielt. Dass der offenbar auch zu diesem Ensemble gehört, was ich ursprünglich gar nicht wusste. Und dass er vielleicht bei dieser Fee gebraucht wird. Weiß ich nicht. Deswegen sind wir hier. Ist es kalt? Ist es richtig kalt? Es ist kalt. Wieder mein Schutz aber ganz runter. That's not good. That's not good. Hier natürlich immer noch Schnee. So, hier habe ich ja lustigerweise was markiert, aber warum? Bei einem Brunnen? Ja, ja, am Brunnen. Müssen alle wieder da sein, war? Genau, perfekt. Donnerblumen sind respawned. Das Ding hier auch, dann... Okay, Satz mit X war wohl nix. Bisschen Bernstein. Aktuell behalte ich auch mal die ganzen die Bernsteine und so, weil, naja, aber für Upgrades. Also sonst müssen wir wieder umglitschen, wegen Duplizierungsglitch und so. Geht natürlich auch, aber wenn es auch so geht, umso besser. Was? Nein! Oh, das war falsch. Entschuldigung, Link, mein Fehler. Ich kann eigentlich... Ach, immer so, warte mal. Das Maßschwert mal holen, ja, ist auch so ein Thema. So ein Thema für sich vor allem. Noch Rezept ausprobieren. Ja, mach das mal. Feuerstein. Fred Feuerstein. Ist eigentlich außer der Kumpel auch hier? Hey, Freund! Nö, ist gar nicht hier. Hi. Oh. Sehe ich schwarz. Ah, doch, da. Das Pferd ist weg, ich glaub's nicht. Sie haben das goldene Pferd verloren. Entschuldigung, dürfte ich bitten, mir noch einmal die Vorkommnisse in diesen Stall zu schildern? Der Stall hat ein extrem seltenes goldenes Pferd versorgt, das Prinzessin Zell in ihrer Obhut hatte. Eines Tages ist er davon gelaufen. Voll Scheiße, Mann. Das wird wohl nie wieder vergessen. Ich habe mich bereits um die Pferde gekümmert und ruhte mich im Stall aus. Das Pferd der Prinzessin war meist ruhig und freundlich, aber plötzlich wieherte es so laut, dass ich es drinnen hören konnte. Also bist du zu ihm hin, um nachzusehen. Ganz genau, und dort stand sie plötzlich direkt vor dem Stall, die vermisste Prinzessin Zelda. Als ich dem Stall langsam näherte, begann das goldene Pferd wie wild zu toben. Dann stürmte es Hals über Kopf aus dem Stall. Während ich dem Pferd noch hinterher schaute, verschwand die Prinzessin ganz plötzlich. Naja, Tiere reinlegen ist eher schwierig. Das war halt wieder so eine Fake-Zelda, entweder von Yiga, oder war es auch Ganondorfs Miasma, die wir schon mal in der Erinnerung gesehen haben. Kann man Luft aufgelöst haben, wa? Oh, du bist Kollege! Yo, Mann! Check it out! Noch jemand aus der Redaktion? Ja, ja, ja. Ich hab Potenzial. Ich bin immer sehr glücklich zu sein. Ich weiß auch nicht, was das Blöde so verängstigt haben könnte. Ja, ich schon. Eben die Prinzessin soll dem Pferd Angst gemacht haben? Ja, unwahrscheinlich, wa? Sie wirkt irgendwie kalt. Naja. Ja, wo ist es denn?
Es sieht nach Norden gerannt und seitdem fehlt von ihm jede Spur. Es ist natürlich bei dem Drachenvieh, wa? Ein großes Flugmonster dort. Mhm. Also, um das Pferd kümmere ich mich, aber ob ich mich auch um den Drachen schon kümmern kann, ich weiß noch nicht so richtig. So, Ensemble vereint, wa? Oder fehlt jemand? Oder jemand anderes? Ganz genau, Mann. Jojo. Die Knospe zurückgezogen und will nicht rauskommen. Und haben ihr die Klänge von Euphors Horn immer sehr gefallen. Das ist doch ein Horn, was er da hat, oder? Ah, okay. Ein Dach auszustatten. Aber ohne Dach geht das nicht. Ja, ums Dach kümmere ich mich. So. Dürfte es nicht so schwierig sein. Oh. Sitz, passt. Ist schräg. Ja, gut, es könnte noch ein bisschen weit nach hinten. Weil sitzen ja eigentlich hier. Oh. Ja gut, doch, komm. Lass ich. Ich bringe euch dahin. Guck mal, es hat ein Dach. Alles einsteigen, es geht los. Und ich kriege jetzt ich muss jetzt noch mein Pferd dran satteln. Ja. Okay, das heißt, ich muss Ringo mitnehmen, weil Epona kann ich ja nicht satteln. Denn sie ist ja schon sattelfest. Augenblick bitte. Sind noch viele, ehrlich gesagt. Geschirr. Achso, ist bereits angelegt. Ich nehme nur Geschirr und die anderen Dinge nicht auch kombinieren, wa? Okay, schade. Zaumzeug wechseln. Wenn so irgendwas Cooleres. Pferdefreund. Nehmen wir den hier. Ritter Zaumzeug. Ja, ich freue mich auch. Dankeschön. Hi Ringo. Na, wie geht's? Wie steht's? Na, Bock einen Drachen zu jagen? Ich fürchte, wir müssen schon mal vorbei. Alleine schon so gucken, wie das Vieh überhaupt tendenziell platt machen könnte. Egal, ob es jetzt wirklich platt macht oder nicht. Ganz ruhig, Freunde, ganz ruhig. So. Die Fee war... Wo ist die Fee hin? Fee? Ah, da. Oh, da hat's Monster in der Nähe. Das Flugvieh sieht man natürlich jetzt von weitem her. Das Gute generell ist... Na gut, komm. Dann sieht das Flugviech jetzt sowieso besser. Also, den Drachen, den Griork. Wie auch immer. Da hier kein Schneesturm mehr wütet. Zwar ab und zu noch ein bisschen Schnee. Das trotzdem nach, das ist aber ganz gut so.
Ringo schafft das auch hier hoch. Nein, er kippt nicht um, keine Sorge. Wir sind schon da. Große Fehmarn, wir sind da. Get Racing, herzlichen Dank, Mann. Du bist so geil. Ich weiß, ich gehe richtig steil. Entschuldigung. Du. Ja, sie liebt das Horn. Die große Fee ist uns erschienen. Ich bin hin und weg, wegissimo. So steil zurückkehren. Allen berichten, dass die große Fee wieder zurück ist. Die dritte von 4. Oh, ein Silnorubin. Dankeschön. Ganz schnell erleichtert. Hehe. Benissimo. Was? Eine Serenade für Mia. Weitere Episode abgeschlossen. Sehr gut. Mal gucken, was sie für uns hat zum Upgraden. Was kannst du verstärken, wenn man fragen darf? Gut, das sind noch die ersten Stufen. Hui. Bockblinherzen, ne? Ein schwarzes Bockblinhorn. Aber sie können's. Bernstein war vor allem so viel. Alter. Jetzt, wo ich das meiste von schon weggeworfen habe. Super. Das Orni-Gewand wäre jetzt auch nicht mal so schlecht. Ich meine, ich trage es jetzt eh schon, ne? Das kann ich auch direkt mal verstärken. Ich brauche es sogar gegen das Riesenviech. Schleimgelee und Glutkraut. Okay, nehme ich direkt auch noch. Müssen wir noch die restliche Orni-Rüstung kaufen, obwohl es eigentlich aktuell nicht so notwendig ist, aber trotzdem eben für ein bisschen mehr Defense. Feuerfleder, Beißerflügel, aber gar keine. Gut, ich muss mal zum Vulkan gehen, wa? Weiß nicht, ob man den normalen Flederbeißerflügel einfach in den Vulkan schmeißen kann, dann kommen nachher Feuerdinger raus. Das würde mich wundern. Okay, komm, ich mache mal die Kapuze noch. Die restlichen Materialien werde ich dann sonst vielleicht auch offscreen ein bisschen sammeln, wa? Liegen nicht so schüchtern. Was ist los mit dir, Alter? So. Nee, reicht erstmal. Dankeschön. Und Rückzug. Das war auch deswegen praktisch, weil jetzt das Hühlergewand und das Orni-Gewand gleich stark sind, sprich ich habe jetzt trotzdem eine Defense von 28. Perfekt. Wo ist Ringo hin? Ringo? Ringo ist weg. Danke, Spiel. So ein Scheiß aber auch. So, da vorne ist der Drache. Sobald er in ferner Nähe ist, ich habe keinen Plan. Warte mal, ich habe hier... okay, weil ich habe mir schon ganz überlegt, wie zum Teufel können das Vieh irgendwie abschießen. Vom Himmel her. Okay, dann machen wir es so. Was bräuchte ich noch? Spiegelschild, vielleicht klappt er ja in Kombination, wenn er auf uns draufballert. Ich glaube, 2 eher weniger.
Wenn es dann ums Eingemachte geht, direkt mit den schweren Waffen drauf. Wenn ich einfach mal damit. Den Rest habe ich soweit hier alles noch. Natürlich auch hier noch Angriffsstärke. Also Gitto-Knochen. Vielleicht Fresse fliegen, schießen. Der Bogen an der höheren Reichweite ist natürlich sehr gut. Der ist nicht so hoch rum, dass ich eine Rakete brauche, um hinzukommen. Privat welche? Blöd gefragt. Ah doch, 13 Stück, okay. Gut, Freunde, wir holen uns den Drachen. Also versuch's einmal, ich will ja zumindest mal getestet haben. Das heißt, jetzt schon mal das aus, wo wir das gleich brauchen werden. Weil ich ihn eigentlich schon habe, wa? Oh, schön, wie gerade die Musik sich auch und der ganze Himmel so verdunkelt. Da macht natürlich Freude. Oh, ist schon da. Sag mal. Ich hoffe, es klappt auch. Wow. Scheiße, der dritte Kopf fehlt. Sie müssen ja eigentlich auch so weit fliegen. Oder fehlt der mittlere? Nein, es ist weit oben, ich trifft nicht so hin. Was ein Krampf, um nur irgendwie einmal zu treffen. Und zwei Köpfe sind da und so weit funktioniert das Ganze schon mal. Naja. Okay, kriegen Gefrier Schaden. Es geht aber noch. Schaden geht. Haben gerade irgendwas von wegen gesagt, es geht eigentlich noch mit dem Schaden? Aber selbst einen Schaden. Warte mal. Haben wir nicht irgendwie noch etwas für Kälteschutz? Nee. Für Angriffspower bei Kälte. Einmal zum Testen auch. Also wieder regeneriert die Schweine. Okay. Ja, Mann, wenn ich ihn jetzt rechtzeitig sicher bringen kann. Okay, aber Kälte-Eisangriff, ich weiß nicht was. Die Frage ist halt, bei Kälte-Eisangriff funktioniert der nur, wenn ich
naja, sag jetzt mal, gar nicht frieren. Weil momentan friere ich nicht. Ich glaube, es deswegen noch gar nicht. Gut, aber die Strategie generell funktioniert schon. Wow, mal kurz wieder unten. So, jetzt reißen wir uns ein bisschen eine stärkere Waffe. So, Glas ist zerbrechen muss. Ah ja. Ja, ist halt so ein richtiger Waffenkiller, wa? Also wusste ich ja vorher schon. Was? Nein, warum? Boah, ich bin da reingeflogen in diese... Der ist natürlich fies. Ich bin da reingesprungen in diese Eisdinger und haben wir voll erwischt. So, das ist doch fies, Mann. Ich habe auch sehr viele Dinger bereits. Ganz Kälteschutzdinger brauche ich nicht. Ich habe auch gar keinen Kälte-Eisangriff. Ich habe noch die Abwehr. Ja, die überschreiben sich eh. Deswegen lasse ich das mal. Eine bessere Waffe, ist das Teil natürlich schon da. Und gut, ich habe es auch schon ein paar Mal gebraucht, also insofern. Die Haltbarkeit geht da drauf. Scheiß drauf, komm, ich will das Hieblatt machen. Oh, wir drüben in da oben. Was? Oh ne, ein Kopf lebt noch. Da haben wir gar nicht richtig gekillt gekriegt. Wow. Scheiß Eisdinger. Nein, warte. Ah, da war jetzt ein bisschen zu schnell für meinen Geschmack. Das Ding, ich mein... Hey, wieso mache ich damit so wenig Schaden? Ja. Ganz ruhig, Freunde, ganz ruhig. Ganz ruhig. Oh, jetzt steht er aber schön vor mir. Das Ganze taucht mir auf zu lange, Mann. Du bleibst schon ein Schwert. Nein, da gibt's doch nicht, hey. Dauert immer so lange. Hä? Wo willst denn du hin? Verzeihung? Wieso fliegt er so hoch? Da will ich natürlich nie. Oh, warte mal. Ich habe eine Idee.
erwische ich ihn da oben? Ich habe keinen Plan. Aber sonst geht's hier noch, oder was? Ja, überhaupt, tschüss. Puh, was? Okay, so Ding durch geht nicht. Okay, wobei der Trick mit dem Ding war gar nicht mal so schlecht mit der Rakete, aber sie war viel zu weit weg noch. Wo ist sie hin? Ah, der Kampf dauert mir viel zu lange. Ah, da ist eine andere Rakete, okay. Was ist denn da vorne? Ja, keine Chance, dann kriegst du da oben nichts. Ups. Ziel will natürlich gelernt sein, wa? Okay, warte mal, dauert mal so lange. Ich hab doch hier den Fallschaden, keinen Fallschaden-Bonus. Hä? Wieso ist er down? Hey, wovon denn? Vom Runterfallen oder was? Sie haben da gar nicht gekillt. Na gut, wieso beschweren wir überhaupt die Trottel? Kriok Frosthorn. Alter Schwede. Okay, mit der Kombi klappt das relativ gut, muss man zugeben. Aber alter Schwede verbraucht der Waffen. Holy moly. Gut, ich meine, irgendwie, ja, wenn natürlich irgendwie, sag jetzt mal, gute Dreifachbögen hätte, ne? Ich meine, ich habe einen Leunenbogen, aber da geht auch noch was Besseres. Also wenn ich Dreifachbögen hätte, mehrere vor allem, gibt doch noch, war gar nicht mal so schlecht, aber ich habe jetzt auch nicht unendlich an Lager, ob es noch weiter Gyptos gibt im Spiel. Kein Plan. Jetzt müssen wir quasi Gypto-Knochen farmen oder eben einfach sagen, komm, das geht auch so. Wenn du halt einen Dreifachbogen hast, damit sicher immer gleich runterkommen, dann haben wir mit starken Waffen draufhauen. Und das nachher so einen scheiß Angriff machen, in die Höhe fliegt, meine Güte. Eine Rakete weg. Das ist natürlich nett, ist einfach despawnt. Nette kleine Rakete. Oh Mann. So, der Drache ist tot, es lebt der Drache. Was? Ah ne, warte mal. Ja, das war anderes. So, jetzt ist halt die Frage, wo zum Henker ist das Pferd hin? Ein goldenes Pferd wird jetzt nicht so schwierig sein, das Teil zu finden. Das müsste hier oben ja eigentlich leuchten wie sonst was. Ist vielleicht Richtung Geoglyphe gerannt? Versuchen wir die Viecher zu umgehen. Ah, ich sehe es da hinten. Na egal. Da hinten ist das Pferdchen. Oh. Gefundenes Edelwild. Ja, da gibt es übrigens noch einen coolen Trick, Freunde. Den ich mal gesehen habe. Letztens auf YouTube gesehen habe. Den müssen wir aber, können wir erst später machen. Ist aber wirklich ein cooler Trick, um irgendwie sehr viel Geld zu generieren mit gefrorenem Edelwild. Dafür brauchen wir aber etwas, dafür habe ich mich leider, muss ich sagen, der Stelle leider schon mal ein bisschen spoilern lassen. Und zwar geht es in den Untergrund, da wo wir sowieso bald hin wollen. Na komm.
Das war fies, wa? Offenbar ist es so, wenn du so Luxuswild hast und das gefriert hier, bringt das sehr viel Geld ein. Gefrorenes Luxuswild. Mhm. Das Edelwild, Luxuswild, hey, also vor allem Luxuswild bringt sehr viel Geld ein. Und es gibt da ja offenbar irgendwie so einen Trick, mit dem man das relativ leicht duplizieren kann, ohne dass es offenbar ein Glitch ist, angeblich. So, aber dazu später mehr. Nicht mehr in der Folge. Erstmal das goldene Pferd schnappen. Goldenes Pferd. Tsching, tsching. Oh. Oh, es klappt auch so. Nur genug Ausdauer, damit ich nicht irgendwie runterfalle. Okay, 2 haben ausgereicht. Na Gott sei Dank, ey. Ganz ruhig, Junge. Das Ding ist Futschi, der Eisdrache. Der kommt erst nach dem nächsten Blutmond-Zyklus wieder. Aber schön, wir haben einen Drachen platt gemacht, Freunde. Es gibt noch eine Feuervariante, eine Blitzvariante und einen König ganz oben im Himmel. Ja, eben solange halt so ein Ding da hast und einfach hochfliegen kannst, cool. Ich meine, du könntest ja sonst irgendwie eine Rakete machen, müsstest dich halt ein bisschen vorbereiten, weil so viele Raketen, naja, außer eben du hast starke Bögen, also Dreifachbögen, ein paar Raketen, ich glaube, dann würden sogar ein paar wirklich reichen, so 3, 4. Aber wirklich starke Waffen, die die Vierer direkt platt machen. Okay, kannst du mich nehmen? Egal. Ich war damit nochmal noch. Ich wollte jetzt gerade die Eisdinger noch hinnehmen, die Eisfrüchte, aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt absteige und das Pferd abhaut. Man weiß ja nie im Spiel. Dann ist das nicht so gut. Da vorne ist Kilton. Ist er mittlerweile immer dort, wo ich in der Nähe bin? Das wäre eigentlich cool. Das ist der Streuner. Du. Wie hast du denn? Gut gemacht. Kann man wohl sagen, Mann. Ey, geil. Mhm. Königssaumzeug, okay. Und Königssattel und so was goldenem Pferd, ist klar. Okay. Also heißt es, wenn sie sagt, dass sie mit ihrer Ausdauer das Pferd holen wollte, heißt es wohl, dass sie wirklich 2 Ausdauerbalken brauche, um es zu fangen. Bisschen Kohle, dankeschön. Schade, da das Geld vielleicht mal im nächsten Teil des Sets. Des Froschsets. Abflug! Sehen wir das goldene Pferd, dass es eine Episode ist? Okay. Ja doch, also fortlaufend. So, ich möchte jetzt gerne ganz kurz registrieren, wenn es geht. Passt perfekt. Ja, passt auch. Neues Pferd, neuer Stallpunkt, super. Ah ne, warte mal, ich wollte gerade Goldie eintippen. Nee, warte mal. Ich glaube, da wäre Zelda auch mit einverstanden, oder? Ups. Nein. Ja, Sonja. Mhm.
Hat zwar noch nichts drauf, aber also jetzt. Oh. Hat schon das Königliche? Nee. Oh. Oh. Nein. Ah. Oh. Oh. Hm. Ja, ist gut. Ja, fliegende Fische, Schiffe, mein Gott. Ausstattung in der Mitte. Denn etwas fehlt noch. Ne, die Mine bleibt so. Das Zaumzeug, gerne. Königszaumzeug. Ah. Oh. 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 Dann da vorne ist, ganz schnell zu ihm hin. Und dann, Freunde, nächste Folge würde ich eigentlich sagen, würde ich gerne zum Spähposten zurück, eben zum gucken, was da los ist mittlerweile, indem wir 2 Gebiete befreit haben. Und natürlich auch noch wegen Krogsamen. Da gibt es noch Upgrades. Feuer wieder mal gegen 3. Ja, von mir aus. Ich hoffe nur das nächste Update, der nächste Tausch sind nicht 5. Verzeih mir. Ja, danke schön. Okay. Also die Hoffnung, dass irgendwas Neues gäbe mittlerweile. Ich brauche mehr Mayo. Mehr Majoran. Excel-Foss-Maske. Und nicht für einen der Iren, solange du ihm nicht zu nahe kommst. Okay. Schön. Oh nein, ihr wollt eigentlich die Rüstung und mehr vom Rüstungsset haben. Alter, wie lange geht denn das noch? Bis nächste Mal. Ja, ja. Du mich auch, ey. Du mich auch. So, Freunde. Soweit hier zum Set. Das haben wir soweit alles cool gemacht. Die Folge war in meinen Augen sehr erfolgreich. Wir haben ein neues Pferdchen. Das Golden Pferd von Zelda. Was wir jetzt Sonja genannt haben. Natürlich in Anlehnung an die erste Königin von Hyrule. Die leider von Ganondorf ermordet wurde, hinterrücks. Und ja, ich denke, wenn das hier die Wiedergeburt von Sonja ist, da zählt er sich nichts dagegen. Also zumindest rein symbolisch, sag jetzt mal. So. Dankeschön. Dann mache ich es doch so jetzt für den Abschluss der Folge. Ich gebe kurz Pferd ab. Oh, Mann. Ich habe halt echt ein Problem mit dem Timing. Pferd abgeben. Du. Ist ein Ringo eigentlich auch hier? Ja, Ringo ist im Stall. Warum auch immer plötzlich? Epona ist im Stall. Sonja. Okay. Nein, ist alles cool, dankeschön. Ich verpiss mich hier. Vielen Dank für alles. Die Fee haben wir gemacht, das heißt, die nächste Fee würde ich in der nächsten Folge auch mal ganz kurz noch angucken, was wir dafür brauchen. Da warte ich damit noch und gehe jetzt zum Spähposten. Yes, irgendwie reizt mich alles ein bisschen. Gucken, ja, vielleicht auch der Spähposten. Bei der Feder gehen wir immer noch in der Kürze durch, also insofern. Aber ansonsten, Spähposten, ein bisschen gucken, was so abgeht. Krogsamen eintauschen. Die Geoglyphen jetzt noch holen. Dann ab in den Untergrund oder zuerst ab in den Untergrund und dann die Geoglyphen holen. Ne, ich glaube, zuerst die Geoglyphen holen, dann ab in den Untergrund. Im Untergrund gibt es dann viel zu tun. Weil eben, ich habe bis jetzt im Untergrund noch praktisch nichts gemacht. Natürlich auch schon mal die ganzen Schätze und so. Vielleicht mache ich es irgendwie auch so, dass ich dann, sobald wir die Hauptstory hier im Untergrund gemacht haben, dass ich dann offscreen ein bisschen hier die Wege abgehe. Wir dann halt gemeinsam dann in den nächsten Folgen irgendwie hier die Schätze, die markierten, uns holen, vielleicht sogar die Wurzeln aktivieren und so. Oder ich die Wurzeln auch offscreen machen. Kann ich eigentlich offscreen machen, ganz ehrlich. Da wird nichts dabei. So, warum gehe ich hier zurück? Weil ich gerne übernachten will. Weil ich kann es ja gratis machen.
Salzkur genießen. Du, 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 du. Oh. Machen wir nicht bis... Doch, bis morgen. Sollen wir ins Spätposten gehen? Könnte es ja gut sein, dass ich dann vielleicht schon ja, wieder irgendwelche Events haben, die sich halt nur morgens erreichen, dann nur mittags, abends. Machen wir es doch so. Wundelball. Du, du, du. Nächste Folge, vielleicht auch. Das ist eine gute Idee, dass wir, wenn wir im Spätposten sind, dass wir noch ein paar Amiibos einscannen wieder mal. Neue Waffen. Hey. Savak, Savak. Ja, kann passieren. Angeln steht, Angeln steht. Ach, wie bist du nur so schön. Zumindest jetzt, dank uns. Freunde, danke fürs Zusehen. Bis zum ersten Mal zurück bei Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Das Abenteuer, die Stories, Sidequests, Episoden, was auch immer, gehen weiter. Bye, bye.